Ja, wir Menschen kehren doch eben wirklich häufig in so in alte Muster zurück. Guten Morgen miteinander. Es ist ja so, ich bin ein bisschen nervös, euch das zu sagen, aber ich gehe jetzt zurück zu meinen Wurzeln. Ich gehe jetzt jetzt gehe ich um mich machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war etwa vor 2 Monaten, habe ich gesehen, wir schauen dann auch noch angucken, warum das im Johannes nach dem Schluss von Kapitel 30 und 31, warum das dann nochmal ein ganzes Kapitel kommt. Und dafür bin ich jetzt heute noch gerade da, aber habe gesehen, dann gehe ich irgendwie zurück in die Werkstatt, zurück machen. Ich habe vorhin die Oberhose um mich angelegt, mein Göfferli habe ich auch schon dabei. Genau, dann bin ich dann parat, um mich zu machen. Es fällt mir nicht leicht, euch das so zu sagen, aber ich habe gesehen, zurück zu den Wurzeln ist doch eine gute Sache. Und jetzt zu dem Kapitel 21, ganz kurz, warum das noch steht, hinter dran, nach dem eigentlichen Schluss, wo wir doch schon angeguckt haben, wo wir den Zweck von der Schrift gelesen haben. Es gibt so ein bisschen verschiedene Ansätze oder so ein bisschen verschiedene Hinweise. Und zwar, Hinweise gibt es auch, dass das Kapitel nachträglich ist hinzugefügt wurde. Vielleicht haben sie das sogar erst nach der ersten Veröffentlichung von dem Evangelium haben sie das noch hinzugefügt. Und ein Anlass dafür könnten konkrete Fragen oder Missverständnisse sein, die in der Gemeinde aufkommen. Zum Beispiel das Gerücht von Johannes, dass er nicht sterben wird, bis Jesus um mich kommt. Wir lesen das in dem 21. Kapitel und es wäre möglich, oder das haben ja die Jünger gewusst, dass das Jesus hat gesehen und vielleicht ist das Kapitel 21 eine Antwort auf diese Frage. Oder was natürlich auch ganz unklärt war, ist die Rolle von Petrus. Er hat Jesus verleugnet 3-mal und hat seitdem ist er dem Jesus begegnet, aber sie haben nie richtig darüber geredet oder haben irgendwie ein klärendes Gespräch gehabt. Und auch diese Frage wird in diesem Nachtrag aufgegriffen. Der Anhang ist hinzugefügt worden, um diese Fragen zu klären. Oder das ist so ein Ansatz. Oder ein anderer Ansatz, es ist eine bewusste literarische Form. Es ist wie ein Epilog. Und in der antiken Literatur ist das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich gewesen, einem Werk noch so einen Epilog hinter dran zu fügen. Johannes 20, 30 bis 31 bildet der Schluss und der Zweck oder zeigt das Ziel oder Zweck auf von dem Evangelium. Und das Kapitel 21 wirkt so ein bisschen wie ein praktischer Nachtrag. Zum Beispiel, ja, was bedeutet denn das für die Jünger? Und wie geht es eben mit dem Petrus und mit dem Johannes weiter? Es ist auch möglich, dass es einfach eine Trennung ist von Evangelium und Gemeindefragen. Der Hauptteil, Kapitel 1 bis 20, konzentriert sich sehr auf das Leben, auf das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Da geht es völlig um das. Und der Nachtrag im Kapitel 21, wo wir uns jetzt drin befinden, behandelt näher Fragen, die für die Gemeinde nach Ostern wichtig wurden. Und damit bleibt eigentlich der Hauptteil als Buch vom Glauben zusammen, bleibt so ein bisschen so bestehen und der Nachtrag dient noch verschiedenen Klärungen. Es wird auch noch weiter im Nachtrag wird die Autorenschaft nochmal geklärt. Oder der Autor stellt sich nochmal ausdrücklich als Augenzeuge vor. Das lesen wir im Johannes 21, 24. Und das unterstricht doch die Glaubwürdigkeit vom ganzen Evangelium nochmal. Dass wirklich ein Augenzeuge das hat gesehen, erlebt und aufgeschrieben hat. Und
es tut auch nicht irgendwie den Fluss vom Evangelium unterbrechen. Es kommt nicht einfach irgendwo mit drin, sondern es kommt ganz bewusst nochmal am Schluss. Also als Fazit können wir sagen, das Kapitel 21 steht nach dem ersten Schluss, weil der ursprüngliche Abschluss das Ziel vom Evangelium markiert. Es zeigt nochmal auf, warum die Schrift geschrieben ist worden und was der Grund vom Evangelium ist. Der Nachtrag geht auf die Fragen der Gemeinde ein und weil es literarisch sinnvoll ist, theologisches Inhalten von praktischem ein bisschen zu trennen oder das ein bisschen auseinanderzunehmen oder dass es einfach auch einfacher geht, das auseinanderzuhalten, ist das so gemacht worden. Wir haben ja heute das Thema zurück zu den Wurzeln. Und wie ich schon gesehen habe, eigentlich wollte ich ja zurück in die Werkstatt machen, aber heute ist Sonntag und dann ist ja vielleicht das Machen auch nicht gerade so das, was erstrebenswert ist. Und ich habe gemerkt, ja, wenn das Thema ja schon zurück zu den Wurzeln ist, dann müssen wir doch zuerst zusammen reden, bevor ich selber losziehen kann und zurück zu meinen Wurzeln gehen. Darum bleiben wir jetzt gleich noch hier. Genau, darum bleibe ich gleich noch hier und euch erzählen, was mir in diesen Versen ist wichtig geworden zum Thema zurück zu den Wurzeln. Wir wollen darüber nachdenken. Und zwar, wir lesen schon in Matthäus 4, Vers 19, ist die Berufung der Jünger, der Petrus und Andreas. Und sie sind gerade am Fischen. So wie wir auch hier gelesen haben, sind sie da am Fischen. Jesus sagt ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da fängt irgendwo so ein bisschen die Spur von den Jüngern an. Da sehen wir, wo sie in ihrem Alltag drinstehen. Und auch da sehen wir den Weg von ihnen zurück zu ihren Wurzeln, wo wir in diesem Kapitel gehört haben, wo uns durch Sina hat gelesen. Warum sind die Jünger fischen? Die Jünger sind in dieser Nacht rausgegangen zum Fischen, weil sie vermutlich wirklich auch zu ihren Wurzeln zurück wollen. Sie haben da ihre ersten Erfahrungen gemacht. Das war das, was sie können. Fischen, das war ihr tägliches Brot. Sie wollten fliehen, vielleicht auch ein gewisses, weil Jesus ist gestorben war. Er ist zwar auferstanden und ihnen schon 2-mal begegnet. Das haben wir auch gelesen, das war die 3. Begegnung. Aber der Auftrag, den er ihnen gegeben in Johannes 20, 22 bis 23, ist doch irgendwie einigermaßen schwer verständlich gewesen. Was sollen wir jetzt da damit? Und mir sind so 2 Beispiele in den Sinn gekommen, von zurück zu den Wurzeln. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das geht doch von Helsermed, die T-Shirt «Back to the Roots». Ich glaube, du, Sandra, hast es. Und das ist doch manchmal so etwas. Wir wollen zurück zu den Wurzeln. Und wenn das bedeutet, wir wollen zurück auf London, dann, wo die Helsermed hat angefangen, da, wo sie gestartet, irgendwo in London, in diesen Elendsviertel, habe ich das Gefühl, funktioniert das nicht. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Die Umstände haben sich völlig geändert und wir sind hier in Adelboden und nicht irgendwie in London. Unsere Herausforderungen, unsere Probleme sind ganz andere. Und dann, wenn wir sagen, wir wollen zurück zu den Wurzeln, wir wollen zurück dahin, wo sie waren, dann irgendwie ist mir das nicht aufgegangen. Dann funktioniert das nicht. Wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, was ist denn? Vielleicht müssen wir zurück zu ursprünglichen Werten. Zum Beispiel Mut. Mut, Menschen in Not zu begegnen. Mut und Leidenschaft, das Evangelium da zu leben, wo es gerade gebraucht wird. Und ja, wir Menschen kehren doch eben wirklich häufig so in alte Muster zurück. Was wir kennen, weil es ist weniger beängstigend, zurückzugehen,
als Neues zu wagen. Zurück zu den Wurzeln ist eben aber auch nicht nur schlecht, wie wir an diesem Beispiel haben gesehen von Heilsarmee, wenn wir zurück zu diesen Werten wollen. Oder ein anderes Beispiel ist mir aus der Landwirtschaft in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, der Kriegel hat das mal erzählt, wie die ersten Leute hier ins Adelboden gekommen sind. Oder haben wir so vorgestellt, die ersten Bauern hier im Adelboden, wenn wir sagen, ja, wir wollen zurück zu den Wurzeln. Früher war doch alles besser gewesen. Habe ich mir dann so überlegt, was echt das Bete würde ich sagen. Ob er wirklich echt daher zurück möchte. Zurück zu diesen Wurzeln. Irgendwie ohne Maschine, von Hand alles mähen, von Hand alles rächen. Ob echt das ein guter Weg ist, für zurück zu den Wurzeln zu gehen. Und ich glaube, auch da würde es nicht funktionieren. So wie es nicht funktioniert, zurück zu den Wurzeln der Heilsarmee, wenn wir genau in die Umstände zurück wollen, wo sie waren. Aber ich glaube, wir dürfen zurück zu den Wurzeln von diesen Leuten, die mit Fleiss dran waren, die eine Verbundenheit mit der Natur hatten. Und wenn wir das mit der modernen Technik, jetzt gerade in der Landwirtschaft, verbinden können, habe ich das Gefühl, kommen wir gar nicht so schlecht weg. Und ich glaube, so ist es auch den Jüngern gegangen. Sie haben zurück in ihren Alltag wählen. Sie haben zurück zu ihren Familien wählen. Sie haben zurück zu dem wählen, was sie kennt. Es ist weniger furchteinflößend, zurück zu dem, was man kennt, zu gehen, weder vorher zu gucken und etwas Neues zu wagen. Sie haben Sicherheit gesucht. Sie sehen danach, irgendwie um etwas festzuhaben. Jesus hat ihnen einen Auftrag gegeben, aber sie haben nicht so genau gewusst, was bedeutet denn das? Und ich glaube, es war ein menschlicher Plan. Und der Mensch greift doch, wenn er verunsichert ist, nach dem, was er kennt. Wir greifen doch nach dem, was wir irgendwie haben und wissen, das hat funktioniert. So wie bei mir zu Mechen. Und, aber wir sehen bei ihnen, es war nicht mal so ein guter Plan. Oder vielleicht war es ein guter Plan, aber die Ausführung, sie haben nicht Fisch gefangen, die ganze Nacht. Stellt euch das mal vor. Und auch das erinnert uns doch auch an einen früheren Fischfang, den wir von den Jüngern gelesen haben, nämlich in Lukas 5. Und das hat mich beim Vorbereiten bewegt, so das zurück zu den Wurzeln. Weil es geht mir manchmal ähnlich. Und das Beispiel vom Zurück zum Mechen war irgendwie gar nicht so abwegig gewesen. Weil, ich weiss noch, ich habe ja das Studium angefangen, vor etwa 1,5 Jahren. Und dann ist die erste grössere Arbeit angestanden. Vorher haben wir so 2, 3 Seiten müssen schreiben und da habe ich mir irgendwie so ein bisschen durchgekämpft. Da habe ich gedacht, ja, ist jetzt nicht so meins, ich werde, glaube ich, nicht Schriftsteller, aber es geht, es funktioniert irgendwie. Und dann kommt die erste grössere Arbeit. 10 Seiten schreiben und die Einleitung und das Fazit zählen nicht dazu. Stellt euch das vor. Und ich habe so gedacht, ja, also nee, keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht mal mehr, ich weiß den Text nicht mehr, oder ich weiß nicht mehr, was wir haben müssen. Ich glaube, über das Alte Testament. Und ich habe nicht gewusst, ja, was soll ich anfangen? Was soll ich denn als erstes schreiben? Was ist denn irgendwie wichtig? Wie soll ich daran hergehen? Und ich habe gesehen, ach, wisst ihr was? Das Einfachste ist, wenn ich doch einfach aufhöre, ich gehe um zum Mechen, ich gehe um zum Aschi, ich weiß, wo die Werkzeuge sind in der Bude, ich weiß, wie man einen Service macht an einem Transporter und das ist doch viel einfacher. Es war mir vertraut zu machen. Es war das, was ich gelernt habe, ursprünglich. Es war das, was ich konnte. Und so stelle ich mir auch ein bisschen die Jünger vor. Weil, jetzt kommen wir wieder noch zu dem Auftrag, den Jesus ihnen hat gegeben in Johannes 20, 21 und 23. Er hat sie angehaucht, hat vom Heiligen Geist geredet und vor Vollmacht, vor Vergebung. Vielleicht haben die Jünger gedacht, wie soll ich das gehen? Wie schaffen wir das?
Das geht doch nicht. Wir haben doch irgendwie nicht, wir wissen nicht, wie wir sollen. Wir sind jetzt 3 Jahre mit dem Jesus unterwegs gewesen und gleich gibt er uns jetzt irgendwie so einen Auftrag, wo wir nicht so recht wissen, was wir sollen. Und darum wollten sie vielleicht fliehen. Darum wollten sie ausbrechen. Darum wollten sie zurück zu ihren Wurzeln wollen. Und gerade der Petrus hat sich doch sicher gefragt, nach seinem Verrat, ja, wie geht es denn mit mir weiter? Ich habe mit Jesus seitdem nie mehr geredet. Oder wir lesen immer nichts davon, dass er mit ihm geredet hätte und irgendwie das Ganze erklärt hätte. Oder dass Jesus ihm hätte gesagt, ich vergebe dir. Das haben wir nie noch. Und Petrus hat sich sicher gefragt, ja, wie geht es denn mit mir weiter? Wie soll ich weiterfahren? Und so ist ihr Versuch zu fischen auch erfolglos geblieben. Man könnte sagen, sie haben ohne Jesus etwas versuchen. Sie haben sich abgemüht. Sie haben nichts ausrichten in dieser Nacht. Und so ist es doch manchmal auch bei uns oder immer bei mir. Wenn ich ohne Jesus versuche, weiterzukommen, dann gelingt es nicht. Meine Arbeit, die hat nicht vorwärts gehen. Es hat einfach irgendwie, ich habe nicht eine Idee gehabt, ich habe gesehen, ach, das geht jetzt nicht und ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Und ich wollte, wie die Jünger, ausbrechen und zurück zu meinen Wurzeln. Aber in dem Ganzen gibt es einfach nur eine Möglichkeit, die wir haben. Und zwar müssen wir unsere Niederlage eingestehen. Wir müssen auf Jesus' Stimme hören und tun, was er sagt. Zurück zu den Wurzeln. Es ist eben nicht da, zurück zu den Wurzeln, wo wir herkommen, sondern zurück zu den Wurzeln in Jesus Christus. Und jetzt bitte ich euch, oder tut mal die Augen zu und stellt euch vor, den Moment, es ist tiefe Nacht und die Jünger haben gefischt die ganze Nacht. Der See ist ruhig, es passiert nicht viel, die Luft ist vielleicht so ein bisschen kalt, wie es am Morgen ist. Und im Wasser sieht man so den ersten Glanz vom Morgen. So der erste Morgenschimmer kommt vielleicht vor, aber es ist noch feister. Die Männer in diesem Boot sind müde. Die Hände sind einfach völlig aufgeweicht von den Netzen, vom Wasser und stinken. Und kein einziger Fisch liegt in diesem Boot. Spürt ihr die Enttäuschung, die vielleicht da ist bei diesen Jüngern? Merkt ihr irgendwie so, es ist nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir können doch das, fischen. Und doch ist kein einziger Fisch im Boot. Und da verändert sich die ganze Stimmung. Am Ufer wird es so langsam hell. Ein warmer Lichtstreifen breitet sich über das Wasser aus. Die Schatten weichen langsam zurück. Und in diesem Morgenlicht sehen wir eine Gestalt am Strand stehen. Zuerst wirkt es wie ein Fremder. Er guckt auf das Boot raus und ruft ihn entgegen. Seine Stimme ist klar und freundlich. Sie durchbricht die Müdigkeit von der ganzen Nacht. Ihr dürft hier die Augen auftun. Ich weiß nicht, ob ihr sich vorstellen könnt, so ein bisschen wie die Szene hat abgespielt. Oder ich habe mir das immer so vorgestellt, wirklich so die Jünger in diesem Boot. So, was machen wir jetzt? Wie wollen wir jetzt weiterfahren? Aber die Jünger haben dieser Stimme am Ufer vertraut. Sie haben Jesus Christus vertraut und so soll es doch auch bei uns sein. So habe auch ich mich in meinem Studium mich daran erinnert, dass es doch eigentlich Jesus war, der mir gesagt hat, hey, das Studium, es wäre gut, wenn du noch etwas lernen aus der Bibel, wenn du noch lernen aus meinem Wort. Jesus hat mich berufen in das Studium. Ich habe quasi so ein bisschen die Vision gesehen, warum ich es mache, warum dass ich mich abmühe, 10 Seiten zu schreiben, warum dass ich in diesem Studium
bin. Und so ist auch langsam wie bei mir, wie bei den Jüngern, so ein bisschen der Morgen gekommen. Es ist eine Hoffnung um mich aufgekommen und ich habe Freude bekommen, an der Arbeit zu schreiben und habe gemerkt, die Arbeit ist eigentlich gar nicht so gross. 10 Seiten ist eigentlich gar nicht so viel, wenn du wirklich dich mal mit dem Wort Gottes vertiefst und anfängst, ein bisschen zusammenzutragen. Merkst du irgendwann, ja, ich hätte ja 11 Seiten können schreiben oder sogar 12 oder vielleicht, ich muss sogar anfangen rausstreichen. Und so, ja, ist wirklich mit der Arbeit ist es vorwärts gegangen. Ich konnte sie abgeben und ich habe sie bestanden und ich habe Freude gehabt, wie es ist weitergegangen. Ich bin auf einen Vers im Kolosser 2 gestoßen, und zwar Vers 7. Da steht: Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Und da haben wir doch immer das Thema zurück zu den Wurzeln. Wir müssen in Jesus Christus verwurzelt sein. Und er alleine soll das Fundament von unserem Leben sein, wo wir darauf bauen. Bist du verwurzelt in Jesus Christus? Glaubst du an ihn und seine rettende Botschaft? Hast du ihn als Leiter und Führer in deinem Leben schon angenommen? Und wenn du die Frage mit Ja kannst beantworten, möchte ich dich fragen, wo in deinem Leben versuchst du auf eigene Faust etwas zu erreichen? Wo bist du vielleicht in der Dunkelheit am Fischen? Wo bist du vielleicht ganz bewusst auf der linken Seite am Fischen? Und Jesus möchte eigentlich, dass du auf dieser Seite dein Netz auswerfen. Tun wir uns daran erinnern, was uns Jesus aufgetragen hat, und lassen uns vom Heiligen Geist erfüllen. So können wir sicher sein, dass wir bei den wahren Wurzeln vom Leben sind und unsere Arbeit wird Frucht bringen. Vielleicht sieht die Frucht aber auch nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht passiert das auf eine andere Art und Weise. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan dafür. Aber wir dürfen ganz sicher sein, dass wir für das Reich Gottes der uns zuteilte Beitrag werden leisten. Judith hat einmal erzählt von London und wie sie so irgendwie auf einmal so ein Leiden hat bekommen für all die Menschen, die verloren sind. Und dann irgendwo so zu merken, ich kann ja gar nicht für alle da sein. Und so ist es auch bei uns. Wir können nicht für alle da sein. Wir haben uns einen zugeteilten Beitrag, den wir leisten können, den wir tun können, wo uns Gott in die Verantwortung hineinstellt und sagt, da will ich dich haben. Und in dem wollen wir doch vorwärts gehen. Und wenn unsere Wurzeln bei Jesus sind und wir auf seine Stimme hören, wenn er uns sagt, wir sollen das Netz auf dieser Seite auswerfen, dann dürfen wir auf reichen Fang, so wie die Jünger 153 Fische haben gefangen, so dürfen wir auf reichen Fang im Reich Gottes hoffen und darauf vertrauen. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du noch nicht in Jesus Christus verwurzelt bist, möchte ich dich einladen, hier vorne zum Kreuz zu kommen oder hier zum Gnadenthron und lad Jesus in dein Leben ein. Komm zu diesen wahren Wurzeln vom Leben. Komm aus der Nacht raus im Morgen hinein. Komm zum Kreuz und gib dein Leben Jesus. Und wenn du dich von diesen Wurzeln entfernt hast
und auf eigene Faust versucht hast, so wie die Jünger, auch zu fischen und auch irgendwie so auf einmal merkst, ich bin in der Nacht, ich sehe gar nicht, was ich soll, möchte ich auch dich einladen. Komm voran und komm zurück zu diesen Wurzeln in Jesus Christus. Komm und lass dich rufen von Jesus und lass du dich führen von ihm in deinem Leben. Stüpf doch den, wenn es dir irgendwie so kützelt und merkst, das bin ich, wofür ich sollte. Stüpf den nebendran an und frag, kommst du mit? Oder wenn du denkst, es wäre dran, einfach inzig, komm inzig führen. Oder frag jemanden, was du Vertrauen hast zu der Person und komm führen. Amen.